Ich habe mir viel aufgeschrieben, glaub mir's. Es lässt einfach los und tut mir nicht mal vorwarnen, dass es jetzt losgeht. Hast du ja den Countdown gesehen? 3, 2, 1. Grüezi! Das muss ja der Zuhörer nicht wissen. Oder Zuhörerinnen. Ja, Ja. Ähm, jetzt wissen wir, sie es. genau. Und wir sind wieder da. Grüezi. Grüezi. Ein Monat Glu frisch nach dem ersten Podcast sind wir wieder da. Guten Morgen. Guten Morgen, genau. Vor allem Montagmorgen. Ja, Obwohl es heute Samstag ist, wo wir es heute, aufnehmen, ja. Aber heute ist Samstag, ja. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen ja aktuell sein. Wir wollen ja aktuell sein bei unseren Podcasts. genau. Mehr oder weniger. Und vielleicht ist das auch gerade so ein bisschen 'n ich meine, der Montag, wir hassen den alle, wir lieben den alle nicht. Und, vielleicht ist so eine Folge Podcast an einem Montagmorgen ja gerade etwas, wo ja, wenigstens etwas, wo ich mich an dem Tag darauf freuen kann. Yay! Tatsächlich muss ich sagen, es hat bei mir eine Zeit gegeben, wo ich gesagt habe, der Montag ist ein hure geiler Tag. Der Oh, Grund, warum, war, weil ich dort einen Arbeitsplatz hatte, wo ich gewusst habe, ich sehe dort meine Lieblingsdouble wieder. ja, ich Und habe das gemeint, was du immer frei hast am Montag. Nein, wir hatten dort wirklich eine mega geile Truppe gehabt, sind alles so nerdy Siechen gsi und, einfach kaputte. Und das hat einmal so einen richtigen Aufschwung gegeben. Ist eben so, wie wir es jetzt halt einfach einmal pro Monat machen, hast über das diskutiert, was letztes Wochenende passiert ist. Hast einander gehasst, hast einander ins Kaffee gespuckt. Aber das war lustig. Das war lustig. Ja, es gibt so die gewisse Würze, hä? Genau. Äh, wir hat aufeinander zugelassen. Wo ich eigentlich gerade mal auf etwas abspitzen wollte, habe probiert, eine Transition zu machen und möchte mich eigentlich bedanken für all die sich den letzten Podcast komplett angehört haben, egal auf welcher Plattform. Wir haben, glaube Mhm. ich, relativ cooles Feedback bekommen. Absolut. Also, ich habe nur Gutes gehört und auch wenn ich wir haben nicht leider irgendwie nicht so viel Einblick in unsere Zahlen und, ich meine, die Zahlen, ja, wir schauen es natürlich ein bisschen an. Wir sind natürlich auch gespannt, ob wir das irgendwie ein bisschen richtig machen oder so vielleicht, ob das überhaupt die Leute anhören. Wir sind einfach nur Und auf Fame aus. ja, ja, okay, jetzt können wir es ja sagen. Und, also unsere von Pakistan gekauften Zuhörer sind, ja, die hören fleissig, auch bis zum Schluss tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wie viel, ich muss das nachschauen. Aber es sind mega viele, die komplett durchgelassen haben. Auf jeden Fall auf Spotify, das ist der einfachste zum Anschauen. Die anderen Plattformen sind so ein bisschen mäh. Ähm, aber ja, also auch von mir, ich habe nur cooles Feedback bekommen. Also ich habe das Gefühl, es ist gut angekommen bis jetzt. Mal Ja, schauen, wie es wie es bei weitergeht. dieser Folge wird. Hoffen wir verkacken es nicht. Also die schönsten 2 Komplimente habe ich bekommen von meiner Mami und von meinem Bruder. Die haben alle Oh, gesagt, es war mega spannend gsi. Ich habe zwar nicht gecheckt, das wegen Twitch, aber es war mega spannend gsi. Das ist hure geil. so gut. Aber ich glaube, das ist auch das Schöne an einem Podcast. Das zeigt je nachdem so ein bisschen Einblick in diese Welten, wo du eigentlich sonst ja keine Connection dazu hast. Mhm. Und bei uns ist jetzt halt Twitch oder was dort so rundum passiert, ist ja, ich sage jetzt nicht unser tägliches Brot, aber ein Hobby, wo man sich ja damit ein bisschen auseinandersetzt. Soll ich doch meiner Mutter auch mal den Podcast schicken? Ich glaube, die hat nicht mal Spotify oder irgend Wir, so etwas. wir haben eben, also mein Bruder hat meiner Mutter Spotify zur Weihnachten geschenkt. Oh, Ja, und jetzt geht sie scheinbar immer mit den Kopfhörern in den Ohren geht sie posten und so, oder geht raus laufen und geht Podcasts hören. hey, das mache ich aber auch. Das ist eben We geil. Wenn ich gehe einkaufen, hey, ich will einfach mit niemandem müssen reden. Der Kopfhörer drinnen, Noise Cancelling aktiviert und irgendein Podcast läuft.
Das sind dann immer die komischen Leute, die in einer Ecke stehen und plötzlich von davon lachen, weil sie etwas Lustiges gehört haben in einem Podcast. Das Und habe du ich erst denkst so: einst müssen. Zumindest in dem Migros habe ich so es hat sich so aufgebaut und ich so irgendwann plötzlich so und wieso hat so 'n alter Herr so komisch angeschaut? Ich so: „Ja, Entschuldigung.“ Ach gut, bei mir passiert das meistens beim Autofahren. Und zwar, du musst schnell ein bisschen Fremdwerbung machen für einen anderen Podcast, wo wir 2 auch dabei gsi sind. Und zwar der vom Siedler 80. Der macht Podcast oder Interview mit einzelnen Streamer von uns. Und ich habe letzten Montag, nein, Dienstag, als ich ins Geschäft gefahren bin, habe ich die eine Folge gehört, die mit dem JC Faro. Und dann hat er die Geschichte erzählt, wie er auf seinen Namen gekommen ist. Ey, ich habe Ja, Tränen gelacht in diesem Auto. Und du hast wirklich gesehen, wie die Leute nebendran mich aus dem Auto so anschauen, weißt du, so mit ihrem Morgenmuffel-Grin. So, warum ist das so fröhlich? Und ich sage es mal so: Gruß geht raus an Siedler und an Knackwurst. an Knackwurst, genau. Ich habe, nachdem du mit dem Namen gekommen bist und ich voll nicht kapiert habe, was, habe ich die Folge gehört. Ich habe gemerkt, die habe ich irgendwie übersprungen gehabt Mhm. und habe die gehört und mich hat's schief verrissen in dem Fall. Hey, das. Also, Shoutout an Siedler und an Faro. Also, das ist so 'ne geile Folge gewesen. Der Faro irgendwie, wenn es gestummen hat, was sie gesagt haben, dass es irgendwie morgen am Mais aufgenommen worden ist und dieser pfeift sich noch das Gönnerchi rein. Ich dachte: „Kollege, du bist nicht mehr 15, das verleidet mir irgendwie nicht mehr.“ Oh, Scheiße, Mann. Nein, das ist wirklich, ich habe nicht mehr können. Aber auch dort könnt ihr auch, glaube ich, weiss jetzt nicht, wie regelmässig ist, glaube wieder alle Montag kommt wieder eine Folge raus oder Dienstag, Ich glaube am Montag. gell? So wie mir. Also, Also, wenn ihr rausgehört habt, könnt ihr grad am Siedler rein noch hören. richtig, richtig. Wirklich sind Siedlers Dorftalk, so heisst er. genau. Merci. Ich hätte es jetzt nicht mehr gewusst. Ich Ich habe es weiss dir nur, so dass er überlegen, von genau. Siedler ist. So, aber ich glaube, wir haben genug Werbung für ihn gemacht. Siedler, die Rechnung kommt, gell? Ist Ja. gut. Zweimal Cordon Bleu mit Schnitzel. Oh, müssen wir auch noch machen. Oh, ja, definitiv. Äh, Zum Glück habe ich gleich Ferien. Also, ich glaube, nächsten Monat kommt mal eine relativ grosse Liste mal von mir. Weil jetzt habe ich dann im März habe ich 2 Wochen Ferien. Ferien. Mhm, mhm. Was ist das? Ja, ich habe es eben Keine jetzt auch Idee. schon lange nicht mehr gehabt. Das auch schon lange nicht mehr gehabt. Aber eben, wenn man in den Ferien ist, schaut man sich Videos und Serien an und tut gamen. Ja, bist du sicher, dass du ich mache jetzt die Transition. Das fällt zwar bei meiner Liste halt von unten rauf an, aber ist egal. Bist du sicher, dass du zu irgend anderen Videos kommst als zu den demokratischen Videos? Also, einfach mal zum Vorabnehmen. Das hat nichts mit Real-World-Demokratie zu tun, wo wir jetzt so darüber diskutieren, um uns so mega abgrenzen. Wir tun einfach jetzt Demokratie verteilen. Beide, ich glaube, sehr erfolgreich. Und ja, ich glaube, wir gehen ein bisschen, wir stürzen uns da in eine Hölle. Du meinst mit David in die Mit Hell? David, ja, und zwar zum zweiten Mal. Ah, ey, Oder wie wir es so nennen, Helldivers 2. Ich glaube, genau. mit Abstand das beste Game nebst Baldur's Gate, das ich in der letzten gespielt habe. Ja, also vor allem sehr überraschend für mich. Ja, hat man noch gemerkt, wo sie es rausgebracht haben, dass sie ein bisschen Probleme hatten mit dem Server. Das ist ja völlig aus dem Nichts gekommen. Ich habe das gesehen und habe mir einfach gedacht, ja. Einfach gedacht, ja, das ist mein Spiel. Und Ich bin sehr skeptisch gewesen, weil ich bin eigentlich kein Fan von diesen Third-Person-Shooter. Ich habe Destiny zwar gespielt gehabt und das hat auch irgendwie ein bisschen Spaß gemacht, aber das hast du halt auch können im FPS auch wirklich spielen. mhm. Aber sonst, ich glaube, Destiny ist tatsächlich fast das einzige Third-Person, wo ich irgendwie wenn dann gespielt habe.
das Ganze für mich jetzt einfach so im ersten Blick als Zuschauer so voll nach Grind ausgesehen. Einfach nur Grind. Es ist Grind, ja, aber der Spaß, was bringt, holy shit. Es ist eben genau, es ist so gut, weil es so einfach ist, aber der Ausmaß, egal was du dort machst, es ich habe gestern noch ein anderes Video geschaut, eben wegen Helldivers, und der hat es eigentlich mega gut erklärt. Es ist halt wirklich durch das, dass es so einfach ist, durch das, dass es aber eigentlich tief ist von dem, wie es gemacht wurde ist, mit der Atmosphäre, mit der Gamephysik, mit dem Schießen, also weißt du, mit dem, wenn du Knarren benutzt, alles das spielt so genial zusammen, dass es erstens mal ein verdammter hure Meme-Generator ist. Wo du, ich glaube, TikTok ist voll, Instagram ist voll, Ja, YouTube ist voll mit ey, Helldivers, absolut. Memes, wo sie irgendwie in einer Situation sind, wo einfach nur Scheiße passiert. Grundsätzlich da dazu, dass sich das Spiel eigentlich so präsentiert, dass es sich selber überhaupt nicht ernst nimmt. Ich rede jetzt nur vom Intro. Wenn ihr einfach mal schauen, gebt euch mal das Intro. Eben, es ist halt einfach, egal was du machst, du hast da halt noch den zusätzlichen Effekt, du hilfst etwas Grösserem. Weil du tust ja eigentlich eben Demokratie auch auf anderen Planeten verteilen. Und wenn du eine Mission erfolgreich abgeschlossen hast, hilft das der ganzen Community, nicht nur dir. Genau. Ja, das ist ja etwas, also ich bin auch immer einer gewesen, der den Konsolenkrieg oder den PC-Konsolenkrieg ein bisschen, ähm, ja, meme-mässig angestachelt hat. Immer so ein bisschen PC Master Race, wie kann man nur mit Controller zocken und so. Und, ey, aber was das Game verursacht hat, ich meine, Das Game ist revolutionär in dem, es, in dem Sinn. ja, Ja, natürlich hat es dort auch ein Stück weit ein bisschen, ähm, spielen die Memes wahrscheinlich drin. Und das Ganze, wie willst du es beschreiben? Ja, das zusammen, wie du erklärt hast, das Zusammenhaltsgefühl, wenn du das Spiel mhm. spielst. Es spielen alle auf ein Ziel hinzu, Richtig, genau. den Joel zu vernichten. Das Joel zu vernichten. So mal der Dungeon Master, wenn man es Das so sagen. Mastermind. Ich habe übrigens eben gestern, also für die, die es nicht checken, die haben die Galaxie hergestellt und die haben jetzt sogenannten Dungeon Master in dem Sinn. Also sie beschreiben es selber auch als Game oder Dungeon Master und der tut auf die Spieler reagieren. Sprich, wenn irgendetwas Spezielles passiert, macht er Events oder sonst irgendetwas. Das ist ein Typ, der eigentlich dafür sorgt, dass immer ein bisschen etwas läuft in diesem Universum. Der ist, glaube ich, nur für das angestellt im Moment. Der steht am Morgen um 3 Uhr auf, tut das Knöpfel programmieren, das ist irgendetwas und dann. Also es ist ein Game Dev, wo eigentlich die Position inne hat, einfach so habe ich es Mhm. gelesen gehabt, in einem Interview Ja. ich glaube vom CEO gewesen. Ja, der CEO ist aber eh auch ein geiler Sieg. Äh, hast du die Tweets gelesen, also die Antworten, die er manchmal gegeben hat, auf so Nein, tatsächlich Scheiß. nicht. Ich tu mal ganz rasch schauen, ob ich's wieder finde, aber ey, der Typ ist einfach Legende. Ja, aber weißt du, es fängt schon auch dort an, eben, wo sie so überrannt worden sind, ist er vor die Mhm. Kamera hin und hat gesagt: «Hey, wenn ihr's nicht mögt beißen, dass ihr jetzt vielleicht nicht grad auf die Server kommt oder dass ihr so ein bisschen, äh, ja genau, ihr wollt nicht entrüstet sein, wenn ihr's kauft. Dann machen's im Moment einfach nicht, bis wir uns erholt haben.» Ja. Des Weiteren, sie sind auch die einzigen Spiel wie soll ich sagen, Firma, die momentan Leute einstellt, anstatt zu entlassen, weil sie so einen Erfolg haben. Das habe ich gestern auch noch Ja. mitbekommen. Ja, das ist sowieso ein ganz anderes Thema. Das habe ich eigentlich für das letzte Mal drauf gehabt, aber
Es Ja, ist übel gehen wir nicht in Sache. das Rabbit Hole jetzt. Ja, Okay, genau. Aber das ist. einfach zum zeigen, die haben sich aber auch Folgendes überlegt. Schau, das Schönste, was die natürlich machen und das Beste ist, die tun halt einfach eine Sparte von Spielern beliefern. Und das sind die sagen: «Hey, ich will mit meinen Kollegen zusammen für 1, 2 Stunden ein bisschen Spass haben.» Fertig. Es gibt keinen Krieg untereinander, also sollte es nicht, aber gibt's. Weil die Leute einfach das Spielprinzip nicht checken. Aber, grundsätzlich, die machen es perfekt im Moment. Ja. Ja, ich habe es jetzt gerade gefunden, den Tweet, den ich gesucht habe. Da Der Typ ist sich du halt. willst schnell 'n Schluck Kaffee nehmen, bevor ich's rausspeise. Weil, da siehst du einfach, das ist. Vielleicht hypt man es jetzt auch ein bisschen zu fest auf. Ich habe das Gefühl, also, sie stehen halt jetzt gerade so im Licht, sage ich jetzt mal, vor allem. Mhm. Ähm, ja, aber es hat einer einen Tweet rausgehauen, hat sich über 'n Wartebildschirm aufgeregt. Ich glaube, Konsolenspieler haben dort irgendwie ein bisschen Problem gehabt, dass sie sehr Okay. lang manchmal im, Wartebildschirm, dort wo die Hellpots oben reinkommen, Ja. gehockt sind. Und da hat einer geschrieben so: «Hey, der hure Wartebildschirm, fix this shit.» Und die Antwort von ihm war: «Ja, gute Idee. Ich sitze per sofort jetzt hinter unseren Engineers und frage dem: ‚Sind wir schon fertig? Sind wir schon fertig?‘ Oder ich lasse meine Engineers unabhängig arbeiten an diesem Problem, ohne dass ich als CEO die ganze Zeit irgendwie den Daumen drauf habe und ein Arschloch bin. Ich frage mich, was am besten Oh, funktioniert.» So in dieser Art und Weise. boah! So, ey, und ich habe das gesehen, ich habe das in einem Video vom S-Mongol gesehen, der hat das ein bisschen thematisiert. Der Titel ist vor allem gut vom Video «Hell Hours 2 is a Wake-up Call». Ähm, Finde ich auch. Hat er jetzt aber mit dieser Aussage, die der CEO getroffen hat dort, also mit dem Satz, hat er's auch richtig gemacht, weil du hörst von so vielen Absolut. Orten, dass das einfach völliger Brunz ist. Ja. Ähm, für die sich mal vielleicht interessieren dafür, eben wie zum Beispiel Gameentwickler behandelt werden oder was dort zum Teil im Hintergrund alles abgeht. Ähm, ich gebe jetzt so noch mal ein bisschen Infos raus. Es gibt von Game 2, könnt ihr eingeben im YouTube, gibt's 2 super Videos, wo sie oder respektive eins sicherlich mega gut, das hast du auch schon gesehen, sogar live in deinem Stream. Geht schauen, Blackjack V8 auf Twitch. Das ist 'n bisschen Teaser. Nein, wie sie Gollum dazumals entwickelt haben, was dort alles für Probleme Oh, aufgekommen ja. sind, was dort im Hintergrund alles passiert ist. Gebt euch Mhm. das mal. Und dann denkt ihr vielleicht auch mal einmal ein bisschen anders drüber und sagt den Leuten: «Hey, lasst euch Zeit bei den Spielentwicklungen, dafür kommt etwas Gutes raus.» Weil wir haben es jetzt bei 2 Beispielen gesehen, es funktioniert. Baldur's Gate 3 und Helldivers 2, die haben ein Spiel rausgebracht, das eigentlich fertig ist beim Markt. Wo sie Ja. haben Probleme gehabt, aber nicht aufgrund vom Spiel, sage ich jetzt, oder wenig. Es sind mehrere Beispiele. Ich habe es zwar nicht gespielt, aber auch Palworld, weil das ist ja nicht ein grosser Entwickler dahinter und alles. Und Nein. das Spiel ist angekommen. Ich frage mich heute noch wieso. Ich habe es nicht gespielt, das ist irgendwie nicht mein Metier und so, aber, ich kann mir so ein bisschen können vorstellen, warum. Und dann musst du natürlich auch sehen, und das ist jetzt auch aus dem Video raus zum Beispiel, für den Preis von einem Triple-A-Banger von dem Jahr, der bis jetzt rausgekommen ist in diesen 2 Monaten, kommst du 2 absolut fucking grandiose Titel über. Und also die Triple-A-Banger, ich nenne es jetzt mal Banger, die Titel, das ist einer ist Skull and Bones, kann man davon halten, was man will. Und Suicide Squad Kill the Justice League kann ich nicht
beurteilen, aber ist anscheinend auch recht geteilte oder gemischte Gefühle dort unterwegs. Und beide kosten 70 Stutz. Und für Ge 70 Stutz kommst du Palworld und Helldivers 2 über. Und hast zwei Games, ey. Gibst du da nicht Fehlinformationen gerade raus? Skull and Bones ist ja nicht ein Triple A. Entschuldigung, Quadruple A. Sorry. Stimmt. Ich, Recht. wo ich das gehört habe. Äh, Das äh, A ist mir irgendwie davon geflogen. ja, ich glaub, kommen nachher dann vielleicht noch zu Skull and Bones, oder nicht? Also ich habe es bei Und, mir auf der Liste, ja. okay, gut. Da können wir gerne darüber diskutieren. Nein, aber wie du sagst, eben, das ist noch das Nächste. Die beiden Spiele kosten nicht viel. Und wir haben ich bin letzte beim JC Faro im Stream gsi und wir haben dort ja, eigentlich mehr diskutiert. Eigentlich haben wir wollen Age of Empires 2 spielen, haben aber Ja, nachher dann stimmt. etwa 4 Stunden lang rumgelabert. Ah. Und ein grosser Punkt, den wir hatten, war, was ist Pay to Win und was ist Pay to Progress. Ich will es nur schnell anhauen. Helldivers, die machen das von mir aus gesehen perfekt. Du kannst Helldivers 2 kannst du in 2 Varianten kaufen. Du kannst einfach Standardspiele kaufen für 39 Franken. Irgendwie Ich so. glaube es, ja. Und du kannst die Überbürger-Version kaufen. Und die kostet, glaube ich, etwa 10 oder 20 Stutz mehr. Und du hast halt eigentlich so eine Art wie eine Anführungs- und Schlusszeichen Battle Pass drin. Jetzt, was ich halt das Geile finde, du hast im Helldivers 2 hast du die sogenannte die Währung, die Übercredits, wo du dir kannst kaufen, aber du kannst sie fair auch erspielen. Also das heisst, du kannst dir den Battle Pass eigentlich im Spiel auch verdienen. Und ich Mhm. finde, das ist ein viel geileres Konzept, weder hinstellen und sagen, entweder oder. Entweder hast du es oder du hast es nicht. Wenn du Ja. Helldivers hinstellst und sagst, hey, look, wenn es dir gefällt, und das ist auch das, was ich mal in einem Video gehört habe, wo viele Leute sagen, ich bin jetzt mega gewillt, zu sagen, hey, Helldivers 2 ist so ein geiles Spiel. Ich gebe gerne mal noch einmal 5 oder 10 Franken aus, damit ich vielleicht ein geilere Skins habe. Oder damit ich die schneller überkomme. Wo mir aber keinen Vorteil bieten, auf keine Art und Weise. Weder wenn ich einfach dahin gestellt werde und sage, schau, du hast die, wo du bist halt einfach so ein Standardspieler, musst dich halt einfach aufleveln, hast aber nicht mal Zugriff auf alle Waffen. Ja, Ja, aber da sind wir jetzt. Ähm, ich habe das Gefühl, das muss man ein bisschen differenziert anschauen. ja genau, ja. Helldivers ist kein PvP-Spiel. Richtig, genau. Ergo gibt es für mich dort, also du spielst mit allen Spielern zusammen, gibt es für Richtig, mich kein wirkliches Pay-to-Win. genau. Man muss Eben, aber sagen, wenn es PvP hat, wäre es Pay-to-Win. Weil der Battle Pass, der Premium Battle Pass, den du freischaltest oder freischalten kannst, der hat Waffen drin, wo besser sind als die anderen. Zum Beispiel, ich sage, Beispiel der Revolver. mhm. Du findest in diesem, im normalen Battle Pass, wo es auch hat, wo keine Credits musst, ausgeben dafür, hat es den nicht drin. Hat es keine vergleichbare Waffe drin. Ja. Aber Aber es eben, ist kein PvP, also ist es kein genau. Pay-to-Win. Ja. Und eben, du kannst das so selber relativ schnell erspielen. Also, Ja, was sind es? Ich glaube, 1000 Credits oder so, die du brauchst. Irgendwie, habe ich genau. gemeint. Und irgendeine Pagania, die hat jetzt irgendwie schon 700 und die hat nicht so viel Spielzeit drin, wie ich jetzt zum Beispiel. Ja. Ich bin einfach so eine verdammte hure Gierschlund und gebe einfach an. Nein, eben nicht. Ich bin einfach so eine Schleuder, wo einfach, wenn ich habe, 150 Credits, oh, neue Rüstung, kaufen. Ja, ja. Einfach nie Ich sehe etwas. das eben auch so. Mm, ja. Ach ja. Ich, Aber ich will eben, ein Feature will ich schnell hervorheben von Helldivers. Ich habe das so geil gefunden, als ich das gesehen habe. Und zwar sind das die SOS-Barken. Wenn habe ich noch du nie ausprobiert. allein oder zu zweit unterwegs bist
und du merkst, Mhm. Scheiße, wir sind am Anschlag, wir haben noch eine halbe Stunde von der Mission, aber wir kommen einfach nicht weiter. Es ist streng. Kannst du im Spiel, während es läuft, kannst du einen SOS-Balken setzen und jeder Spieler, der nachher auf einen Planet schaut, wo du gerade drauf bist, um eine Mission auszuwählen, sieht, dass es bei dir blinkt. Dass du SOS gefunkt hast, hey, wir brauchen Hilfe und kann dich unterstützen und droppt dann in dein laufende Game rein. Ah, das ist mega So geil. insane. Du kannst auch schon anderen beitreten, wenn du den Mhm. Planet anschaust, siehst du, da hat es verschiedene Gruppen, da ist einer unterwegs, da sind 3 unterwegs und könntest eigentlich beitreten. Aber du kannst halt wirklich aktiv sagen, ey, shit, wir brauchen Hilfe. Wenn irgendjemand Lust, Zeit hat, Demokratie hier, bitte, stirb schnell. Aber das ist schon ein geiles Feature. Das kenne ich schon aus Monster Hunter. Das heisst einfach ein Notsignal. Wenn du merkst, Scheiße, man, Okay. der Drache bumst mich einfach, kannst du einfach ein Notsignal ablassen und dann kann irgendjemand dir joinen. Das Problem ist einfach, wenn dir jemand joint im Monster Hunter, wird das Monster auch tendenziell schwieriger. Ja, das ist ja beim Helldivers nicht anders. Aber Ja. vielleicht hast du einen Spieler, der gut ist, wo dann dich aus der Scheiße rausleitet. So 'n Level 50er mit einer 500 Kilo Bombe, die einfach alles Oh. schnell wegbomst. Ich habe extra «bomst» gesagt und nicht «bumst», aber jetzt habe ich's «bumst» gleich gesagt. 500 Kilo Bombe. Ja, ist so schön. Ja, ich glaube aber, das ist Ähm, der Monat nicht das Einzige gewesen, wo mega eingeschlagen hat. also eingeschlagen hat bei mir der Abschluss von Baldur's Gate 3. Ich darf nicht zu viel erzählen, weil der Ullen ist noch dran. Es ist für mich so eine richtige Tortur, alle mit dem Ullen das Thema aufzugreifen, weil ich muss hure aufpassen, was ich sage. Weil ich will ihn nicht spoilern, weil ich genau weiß, wie scheiße es ist, wenn man gespoilert wird. Und vor allem Baldur's Gate 3 würde ich Ja. jedem so können lassen spielen, wie, wenn er es spielt, weil das ist... Aber wir haben es beendet. Ich sage nur, mach dich gefasst auf etwas und ich bin hure... Also, wenn's... Das müssen wir vielleicht mal untereinander... Ich würde hure gerne euch zuschauen, wenn ihr das Ende kommt. Das muss Okay, jetzt nicht einmal bei kann einem man Stream sein. Man könnte das auch privat im Discord, wenn du es zeigen oder so. Das muss nicht mal ganz live sein. Ich würde einfach mega gerne zuschauen, wenn ihr das Ende spielt. Weil okay. wer ist der Laden runter? Ich bin schier in dem hohen Stuhl innen gestanden mit so am Schluss. Ja, also, ah, Also tatsächlich, ich habe schon den Kampf gegen Torm, gegen Celteric Torm, so mhm, einer von den, wenn willst, ersten Bösewichten, grosser drin. ja, Ja, wir haben vorher gesagt, es gibt Spoilers. Also grundsätzlich, BG3 ist immer schwierig zu spoilern, weil ich spiele es ganz anders wie die anderen. Es kann immer etwas anderes passieren. Ich glaube, wir haben auch schon über Akt 2 geredet und wir beide so, was, wie hast du das hingebracht? Was, wie ist das gegangen? genau. Und schon da habe ich einfach für mich privat, habe ich den Moment habe ich aufgenommen, wo wir ihm gesagt haben, hey, lass deine also besser gesagt, ich bin mit dem Krieger vorne hingestanden, habe ihn so lange verprügelt, bis er seine Waffe hat fallen. Und dann hat er einfach mit den Füßen gekämpft und wir haben ihn einfach voneinander gerissen. Das Spiel ist so vielseitig. Also ich bin auch mega gespannt. Eben, ich habe jetzt die Ferien und der Kollege, der hat eben auch noch einen Tag Ferien und wir haben gesagt, vielleicht gibt es mal eine längere Session, weil es zieht sich halt schon. Also Ja, für uns ist es wie 'n wöchentlicher Akt von 4 Stunden. Das ist wie wenn du dir einmal pro Woche Herr der Ringe würdest reinziehen, Extended Edition. I feel. Und genau, es passiert halt schon immer wieder etwas Neues, aber wenn du ein bisschen genauer willst schauen, irgendeinmal hast du es dann langsam gesehen. Wir kennen das auch sehr gut von Divinity Original Sin 2. Dort haben wir, glaube ich, 180 Stunden gehabt am Schluss. Das ist völlig insane gewesen. Ähm,
Ja, aber dort haben wir mehrheitlich immer wieder mal so lang einfach unsere Charakter so neu gestaltet und gesagt: «Hey, schau, wir müssen das machen.» Ja, aber, es gibt immer wieder so geile Situationen, wo du Sachen machst, wo du denkst so: «Okay, ja, ja komm, ich probiere es gleich mal.» Also, ich sage jetzt, ich muss dir das schon nachher schnell erzählen. Okay. Also also der dritte Akt, ihr sind jetzt auch im dritten Akt, hast du letztes Mal gesagt. Und Genau. der zieht sich halt wirklich, je nachdem, was du alles findest oder wie halt eure Missionslage aussieht, was für Aufträge und alles, was ihr habt, überhaupt überkommt unter Umständen, ja. I Kann sich, also unser Akt 3 hat sich sehr gezogen, tatsächlich. Also wir Ja, haben lang gebraucht. und das Krasse ist auch, du hast so viel zum Entdecken dort. Mhm. Du hast wirklich, also wir sind einfach, wir machen einfach Folgendes: Wir tun einfach immer die komplette Map aufdecken. Ja. Und das ist schon, es ist vor allem mega langläufig. Wir sind jetzt letztes Mal frisch in die Unterstadt reingekommen. Ja. Ja, Ja. auch dort kannst du so lange etwas machen dort Ja, durch. es ist irgendein Typ, du läufst einfach die Straße entlang, dann hörst du aus einer Gasse raus: «Ja komm, verschlau mich, zahlst 15 Goldmünzen» oder Ja. so. Und dann gehst du zu dem hin und denkst: «Alter, du siehst, du bist ein Untoter, aber warum bist du da in der Stadt?» Also, das ist das, was du siehst. Oder Oh, ich finde es oder so gehst geil. Ihr habt den Typ gefunden und ich weiß schon genau, was alles mit dem noch abgeht und so. das andere ist, also das Ah, Beste ist einfach immer noch der Käse. Also, der Käse ist wirklich gut. Einfach für die dort sind, die wissen, was der Käse kann. Aber habt ihr den Speer bekommen? Ähm, welche? Oh, wir haben so viel Zeugs bekommen. Es gibt, wenn du das mit dem Käse richtig machst, kommst du an einen Ort hin, wo es eine Truhe hat und dort kommst du einen hure geilen Speer über im Fall. Dort, wo du allein nicht mehr rauskommst. Mal, mein Kollege ist dort allein wieder rausgekommen. Ja, also man kommt eigentlich wieder, aber eigentlich kommst du nicht mehr raus. Es Nein, du muss immer kommst nicht etwas mehr drinnen raus. bleiben. Mhm. Dort, aus dem Ort. Ja, Ja. Also wir sind da gewesen und ich gehe davon aus, wir haben den auch, ja. okay. Nein, es ist wirklich, vor Aber allem, also, ja. zu dem Ort muss ich dir, also, das, oh Gott. Ich weiß nicht, wie tief was wir wollen gehen bei dem. Das ist, ich bin, wir sind, glaube ich, das dritte in dem Ort gewesen. Und dann, ich glaube, es ist so gewesen, dass wir nachher alle raus sind und ich dann aus Versehen als Letzter drinnen geblieben bin. Und ich so, Scheiße, ich komme nicht mehr raus. Dann haben wir aber den Trick 77 gehabt. So von wegen, ah, Moment mal, ich kann noch so ein scheiß Viech beschwören. Ach Gott. Dann habe ich so ein komisches Flügiviech, oder ist es, nein, es ist glaube ich eins, das am Boden rumgestrielt ist. Habe ich das beschworen, Mhm. habe ich in die Ecke gehockt und bin raus. Ich habe dann einfach über mehrere Sessions lang eigentlich immer einen Begleiter gehabt, der einfach nichts hätte machen können, weil er nicht hätte weg. Super. Und irgendwann ist plötzlich mal, ich glaube, das war in einem Fight gewesen, ich weiß nicht mehr wo, ist plötzlich mal die Kamera und alles plötzlich so ein kurzer Ladebildschirm gewesen, hat es geswitcht dort durch und dann hat er irgendetwas gemacht und dann habe ich den nicht mehr gehabt. Ich glaube, er ist einfach glaube explodiert oder so. Und dann Kann sein. ist er einfach weg gewesen und dann seitdem habe ich den Begleiter noch nicht mehr gehabt und das ist fertig gewesen. Also, das, ey, Ah, manchmal ist es einfach ein grosses Fragezeichen, so, what the heck, also, was? es gibt zwei Punkte, die ich eigentlich da sagen will. Gebt am Blackjack nie eine Katze in die Finger und gebt ihm nie irgendein Tier. Entweder lässt Hey. es einfach irgendjemand noch liegen oder er geht es dümpfen in einem See oder so. Die Katze, ich sag's nochmal, die ist mir aus Versehen ins Wasser gekumpelt. Ich habe sie einfach losgegangen, sie ist selber. Vielleicht für Ah. alle, die es nicht checken, warum. Also, ich mag Katzen mega gern.
Aber im Assassin's Creed sind sie irgendwie einfach nicht ganz die hellsten, glaube Nein, definitiv nicht. Oh je. Ich will mal eine richtig gute Transition probieren noch einmal. ich. Oh, jetzt. Und zwar Jetzt, der okay. Stab, den wir bekommen haben, oder respektive die Lanze, die hat im Baldur's Gate 3, die hat Windfähigkeiten gehabt. Oh, Die okay. funktioniert richtig gut, wie wenn du ein Avatar wärst, der Herr der Elemente. Oh. Oh, Oh, ja. Scheiße, Mann. Den hast du ja jetzt aber also, den hast du jetzt lang vorbereitet. Du. Ja. Aber tatsächlich, für die jetzt so nicht drauf gekommen sind, ich glaube, ich überlasse das Wort mal dir. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Und ich glaube, das hast du sicherlich auch auf deiner Liste. Absolut, das steht nicht zuoberst, aber ja, Avatar, The Last Airbender ist rausgekommen, die Realserie. Ähm, ich muss zugeben, mich hat zwar Avatar eigentlich immer interessiert. Ich habe das Zusammenspiel oder eben das Konzept von einem Dude, der alle Elemente kann beherrschen kann, immer mega fasziniert, aber ich bin irgendwie einfach nie richtig dazugekommen oder reingekommen, die Serie richtig zu schauen. Dito. Und ich habe vor 2 Monaten habe ich gedacht, komm, jetzt fangst du mal an. Habe ich mal ein bisschen angefangen, dann sind wieder andere Serien reingekommen, wo ich eigentlich schon gewartet habe drauf, habe wieder aufgehört. Und jetzt ist die Realserie gekommen und jetzt habe ich gesagt, damit, das hat mir jetzt richtig, also voll abgeholt. Ich finde es mega gut. CGI ist richtig geil für so eine Serie. Also Hut ab. Marvel mit ihren Filmen und so im Moment können sich dort grosse Scheiben davon abschneiden. Ähm, Charakterentwicklungen. Oh ja. So, ich habe nachdem ich fertig war, habe ich nachgelesen, was die Rezensionen sind und so. Und ich habe einen guten Punkt gelesen, dass ähm, sie haben ja jetzt in der ersten Staffel wirklich viel drin gepackt. Ja, Also viel komprimiert. ich glaube, also vielleicht noch für die, die es nicht kennen, Avatar hat eine animierte Sendung, also eine zeichnete, Mhm. wo eigentlich für Kinder ist. Wo ich aber muss sagen, die hat ja relativ krasse Sachen drin, auch vor allem Mhm. tiefgründige so Sätze, wo du da hockst und mal überlegst, was der überhaupt gesagt hat. Also nichts Negatives. Und die haben, glaube ich, dort 4 Staffeln gehabt. Pro Element eine Staffel in dem Sinn. Also so haben sie es Mhm. aufgebaut. Ich glaube, Avatar Herr der Elemente hat, ja, also ja, die haben halt irgendwie 20 Folgen in 8 Folgen reingedrückt. Genau. Das merkst du einerseits, aber ich habe das Gefühl, ich kenne jetzt halt die Staffeln, nicht, die animierte Serie nicht so in- und auswendig. Mhm, mhm. Aber was ich gehört habe, ist, dass sie es anscheinend wirklich gut gemacht haben und auch Charakterentwicklungen wirklich gut überkommen. Und das Ja. habe ich selber halt auch gemerkt bei gewissen Charakteren, wo ich einmal sage, holy shit, wie ist die Figur gewachsen in diesen paar Folgen? Das ist ja insane. Ja, ja. Also, grundsätzlich, es ist, eben, es ist halt ein bisschen temporeich, aber holy fuck, man. Vor allem, ich finde eben auch die Kämpfe sind mega gut. Es wirkt Ja! nicht hektisch, so unter dem Motto wie irgendwie so 20 Szenenwechsel. Sie sind gut choreografiert. Eben wie du sagst, CGI. Holy crap. Ja, schaut euch einfach mal die ersten 10 Minuten an und du sagst, wow. Du sagst einfach, wow. Einfach schon das erste Mal so ein, ja, das ist jetzt kein Spoiler, so Erdbändigen gemacht oder das Feuer, wo du siehst. Oh, das Wasserbändigen finde ich geil. Ja. Und auch, eigentlich ist alles geil an dieser Serie. Also, es gibt eine Szene, ich werde jetzt nicht zu fest spoilern, aber ich sage nur Avatar Kyoshi. Holy fuck! Genau, das war meine Reaktion. Ich so,
Alter, was zum Teufel geht ab, ey? Ja! Ich habe das nicht erwartet. Ich habe das eben, ich habe die Anime-Serie halt nie gesehen. Ich weiß nicht, ob das dort auch so abgelaufen ist oder wie auch immer. Ich bin da geguckt und dachte: «Alter, schaue ich da gerade 'n Hollywood-Film oder was Ja, zum Teufel ist fix. los?» Fix. Da habe ich auch gedacht, Alter, das ist Das ist Entschuldigung, richtig insane äh, gewesen. das ist fucking ich würde sagen, fucking High-End-Level-Shit. Ja, Vor allem, das ist genau so 'ne Szene, wo, wenn es fertig ist, sagst: ich gehe noch mal 'n paar Sekunden zurück und ich schaue mir den Shit noch ich mal schaue an. es nochmal. Ja, ich Ich habe schaue es mir es so noch mal an.» weggemacht. Ich habe es Es ist weggemacht. Ich dachte: «Das muss ich nochmal sehen.» Aber auch die Musik ist so mächtig, so Ja, präsent gsi dort. ja. Du bist einfach, das ist, ich weiss nicht, das ist einfach schnell so 'n Kinnladen-Moment gsi. So einfach: Genau, „Holy shit, jetzt geht's ab.» absolut. Es hat ein paar solche Szenen drin. Es hat aber auch Szenen Ja, drin, für das, dass es, eigentlich 'ne Kinderserie ist, habe ich müssen sagen: «Alter, das ist hure gruselig.» also ich habe das Gefühl, die Realserie jetzt, die zielt weniger auf Kinder ab. Ja, Definitiv. Also, und sonst muss ich sagen, ja, schwierig. ich sage nur das eine Viech, das dort vorkommt, da habe ich auch müssen sagen so: Ah, ich glaube, ich weiß wählen. Ja, Ja, nicht ja, für ja. Spoiler, für die es gesehen haben, die wissen, von was ich eben rede. Gut, eben die Frage ist, wie viel kannst du spoilern? Du kannst eigentlich nur jemanden spoilern, der auch die Anime-Serie halt nie gesehen hat. Ja, ja, Es ist halt schon so. Also es ja, basiert ja auf der gleichen Geschichte und allem drum und dran. das stimmt, ja. Aber auch, was ich auch mega cool, also, was ich schön finde, sie tun, weil wahrscheinlich sind die ja mega schwer zum Animieren. Der Appa, da eben sein Flugtier, und, der Momo, das ist so 'n Äffli, so 'n fliegendes. Die kommen zwar auch drinnen vor, aber nicht so oft. Aber du siehst Mhm. wirklich, wie aufwendig dass die sich dort, Ja. wie aufwendig dass die animiert sind. Da muss ich mir ehrlich gesagt sagen, ich finde das mega gut. Ich finde Mhm. das mega gut. Es hat so ein 2 Szenen, wo ich mir muss sagen: «Oh, okay, ja.» Es gibt einen Moment, das ist dort, wo sie im Erdreich sind, wo sie, auf die Jugendlichen treffen, Mhm. wo dann plötzlich irgendwie aus irgendwelchen Ecken plötzlich mehr Leute auftauchen. Und du denkst so: okay, Mhm. sie sind da.» Aber eben, das sind Kleinigkeiten, sage ich jetzt. Das sind aber das, also jetzt gerade zum Beispiel das mit den Jugendlichen. Ich weiß nicht, ob das später vielleicht noch mal irgendetwas, 'ne Auswirkung hat. Ich meine, die Stadt ist ja riesig, Omashu. Ähm, hey, by the way, auch mega geil gemacht, hey. Ja, Also ja, weißt du, an was mich das sofort erinnert hat? mhm, Minas Tirith von Herr der Ringe. fix, Ich habe fix. das so gesehen und dachte: «Damn, ich hätte nicht gedacht, dass ich noch mal 'ne animierte Stadt sehe, so in Mhm. dieser Größe, Qualität und so.» Das ist hure geil gemacht. Aber Äh, zurück zu diesen Jugendlichen, die ich mei eben, ich weiss nicht, ob die vielleicht noch mal kommen, aber das hat für mich wie so irgendwie, ja, die haben jetzt mal schnell dort 'n Auftritt gehabt, es war ein bisschen etwas gewesen mit denen und jetzt sind sie eigentlich wieder weg. Ja, kommt da echt noch etwas mit denen? Sie haben irgendwie so 'nen prominenten Einfluss gehabt auf die Figuren. ja, Das hat mir jetzt ein bisschen komisch gedunkt. So: ich «Ja, wir sind hier, wir sind wieder weg.» also, ich glaube, also, ich mag mich erinnern, ich habe, auf YouTube von der Anime-Serie habe ich so die letzten Folgen noch angeschaut und dort passiert auch relativ viel Shit. Ähm, Es kommt ja so 'n bisschen zu einer Vereinigung von ein paar, also, das ist ja so ein bisschen, ja, das ist jetzt nicht gross gespoilert. Wenn dann nur schon das Intro gesagt, wisst ihr, wer das die Bösen sind und wer das die Guten sind und was eben der Avatar dann dort macht. Und dort kommen relativ viele Leute zusammen irgendwann. Also ich gehe mal davon aus, die, kommen plötzlich auch mal wieder ein bisschen vor. Okay. Aber wie du sagst, ich finde auch grundsätzlich Charakterwahl finde ich relativ cool, vor allem von der Feuernation. Die finde ich relativ geil.
tatsächlich muss ich auch sagen, dass ich, die Geschichte vom wie heisst er, vom Feuerbändiger, Zuko und vom Iroh, die ich finde das so 'ne ich finde das so schön, dass sie das hure nah als Anime, also die Teile, die ich dort gesehen habe, daran schmiegen. Es ist so 'n schöner Zusammenhalt zwischen denen und von denen lernst du auch am meisten, also habe ich viel Wissen gelernt. Das ist auch eine von diesen Charakterentwicklungen, die mich am meisten fasziniert hat, der Zuko an sich. Du lernst Mhm. ihn du lernst ihn kennen, den Charakter, du mit der Zeit verstehst du, warum macht er, was er macht, Mhm. was ist ihm passiert und so Ja. weiter. Und wenn er sich dann auch nachher entwickelt, jetzt so auch in der letzten Folge zum Beispiel, dann Oh ja. ey, ich bin richtig fasziniert gewesen von dem Charakter. Ich bin schon einer, der sich nicht schnell mit einem Bösewicht, ähm, ja, anfreundet ist jetzt ein dummes Wort, aber sympathisiert, so. Ja. Aber ich habe gedacht: „Hey, das ist so interessant, dem seine Geschichte zu sehen.“ Eigentlich meiner Meinung nach könntest du eigentlich nur schon von ihm oder von ihnen 2 Ja. 'ne kleine Serie machen, also 'n Spin-off fast. Also, und Ab könntest mega etwas Interessantes erzählen, also. aber eben das ist ja das, was es heutzutage so fast nicht mehr gibt. Ein gut geschriebener Bösewicht. Mhm, Respektive, er ist einfach da und er ist böse. Warum? Ich will die Weltherrschaft, einfach weil ich's will. Aber du siehst immerhin, warum dass er das will. Warum als er unbedingt, um jeden Preis, egal was es ist, den huren Avatar will gefangen nehmen. mhm. Du siehst warum. Du leidest eigentlich mit dem Sieg richtig mit, wo nachher dann eigentlich denkst: «Alter, der Sieg hat ja eigentlich gar ja, ja, der hat seine Gründe.» Jetzt Ja, hätte ich du mich fast verstehst verschnorrt. irgendwann, du verstehst irgendwann, warum er macht, was er macht, und Ja, fast dann 'n bisschen anfangen sympathisieren von wegen: „Ah, eigentlich hurenarmer Siech, komm, ja, jetzt gönnt ihm endlich mal, was er will“ und so. Und ja. dann merkst du wieder: «Ah fuck, nein, wenn wir ihm geben, was er will, dann geht's nicht mehr weiter. Also gebt ihm bitte nicht, was er will.“ Und ach. Er hat schon wieder Transition, Äh. Mann. Ich we we wenn wir schon bei Serien sind, Ja. ich hey, diesen Monat bin ich im Fall, ich weiss nicht, was ich sonst noch gemacht habe neben dem Arbeiten und Serien schauen tatsächlich. Ich bin voll durch. Und ich glaube, das hast du auch, Percy Jackson geschaut. Tatsächlich nicht. Hast du ihn nicht? Ich meine, Nein. okay, irgendjemand hat mir gesagt, er hätte es geschaut. Dann Also, ich habe das ist doch, Diebe des Olymps, oder? Irgend so was. ja, heisst in der Serie halt jetzt ein bisschen anders, aber ja, Tatsächlich, weder Filme gesehen noch sonst irgendetwas. Es hat mich irgendwie null interessiert. okay. Aber Ja, wenn's du ich jetzt würdest mir doch, empfehlen, würde ich mir's antun. ich sage ich finde es interessant. Mich interessiert so Sachen halt, sobald es irgendwie um Geschichtliches geht, Mythisches geht, sei das Ägypten oder jetzt bei Percy Jackson um Olymp, Griechisch und weiss ich was. So Sachen interessiert mich einfach, und darum habe ich gedacht: «Hey, ich habe den Film geschaut. Die Idee dahinter finde ich mega interessant.» Also, ich schaue die Serie auch. Sie ist gut. Auch das CGI ist tatsächlich okay. Ich habe das Gefühl, es kommt jetzt nicht ganz so ein Avatar-Level an, aber es ist Wo gut. wo läuft die denn? Ähm, Also, auf welcher Plattform? du fragst mich jetzt etwas im Fall. Oder ja, einfach, wo hast du geschaut? Wir machen Sachen im Internet. Genau. Auf Disney Plus läuft sie, sehe ich jetzt da grad. Okay, super, Ja, dann kann ja, ich's auch schauen. genau. Ähm, etwas, wo mir ein bisschen komisch vorkommt, ist vor allem, wenn du den Film vielleicht gesehen hättest, Figuren sind laut Serie, also ich glaube, der Percy ist, 12, 13 anscheinend.
Und sie erscheinen auch viel kindlicher, also viel jünger. Also wenn du die Serie schaust. Und wenn du den Film schaust, Die sind sie sehen doch es viel älter, viel so eher so im Teenageralter rein, gerade so sagen, ja. 16 rum, hat man das Gefühl. Und das ist im ersten Blick so ein bisschen, okay, da um 12, weißt du, ich vergleiche es so mit meinem Götti-Bub, der ist ja so um das Alter rum, und dann muss ich sagen, okay, bisschen strange, Okay. aber mache ich dir mal. Aber abgesehen von dem ist es eine interessante Serie. Es hat auch vernünftige, anständige Schauspieler drin, ein paar, die man kennt, viele, die man nicht kennt. Aber wer sich so ein bisschen für eine mythische Serie und so etwas interessiert, für den ist das sicher mal etwas. Aber eigentlich wäre das ja voll mein Shit, dann müsste ich es wirklich mal schauen, Mann. Ja. Ich mag so Zeug eigentlich mega gern. Obwohl ich mir manchmal muss sagen, Alter, wer hat sich den Scheiß überlegt? Wie die Götter entstanden sind. Wie irgendwie einer, der sich an den Ja. anderen am Bein gerubbelt hat und das, was dann ins Wasser Hm. gespritzt ist, ist dann nachher dann irgendwann Gottheit geworden. Bravo! Ja, ja, genau. Aber vielleicht gerade eine perfekte Transition zu der nächsten Serie, die ich geschaut habe, wenn wir schon bei den Griechen und Römern und Göttern sind. Zum Glück Ich nicht habe vom Rubbeln. Ja. angefangen, es fängt auch mit der an, ich habe angefangen Romulus zu schauen. Ist, Romulus. hat mir auch nichts gesagt, bis ich die zufällig entdeckt habe. Ist ein bisschen eine spezielle Serie. Ich habe tatsächlich erst 1 oder 2 Folgen jetzt geschaut. Ist eigentlich fast nicht irgendwie Fantasy. Es ist wirklich mehr so ein bisschen History. Es basiert auch halt auf dem, was übermittelt worden ist. Auch wenn die Geschichte von Romulus und Remus ja anscheinend mehr Fiktion ist als wahr beleidigt ist und so. Man könnte es vielleicht ein bisschen mit Vikings vergleichen. Hat aber nicht so den gleichen Vibe. Ja. Was ich sehr interessant finde, ich habe es zwar nicht gemacht, aber das hat mich, das habe ich richtig krass gefunden. Die Serie ist im Original in Altlateinisch gedreht worden. What the fuck? Ja, ich habe das gelesen und dachte, holy, wer macht das heute noch? Ey? Also weißt du, das ist hure krass. Da kommt mir etwas anderes Geiles in den Sinn. Wo ich mega hässig bin, dass sie das so nicht mehr weitermachen. Auf Netflix die Serie 1899, oder wie die heisst. Habe ich nie geschaut. Weil in der Originalsprache, auf Deutsch hörst du alle auf Deutsch reden, und in der Originalsprache hast du verschiedene Länder, die in den verschiedenen Sprachen reden. Du hast dort Mhm. Chinesen, die reden Chinesisch, du hast dort Spanier, die reden Spanisch, du hast dort Schweden, die reden Schwedisch. Und die haben gesagt, das Schwierigste an dieser Serie zu machen war, dass sich die Leute untereinander verstehen. Weil jeder kann ein bisschen gebrochen Englisch. Aber das ist mega krass. Aber eben, wenn du so einen Aufwand machst, eben Latinisch, Alter. Holy. Ja, vor allem Altlatinisch. Es ist Ja. nicht einfach nur Latinisch. Es ist halt, ich glaube, das, was sie halt gesprochen haben. My Also, pilum is sporum in your brustus oder irgend so etwas. ja, es ist, Also mein Speer das ist. muss, Ich das weiß muss jetzt nicht, was ich gesagt habe. insane sein. Das ist Ja, aber krass. also ich habe mir vorgenommen, ich werde mir mal vielleicht so eine Folge mal reinziehen in der Originalsprache. Ja. Aber ja, aber eben, es ist ein bisschen eine spezielle Serie. Es hat jetzt auch nicht irgendwie, weiß nicht, was für hochkarätige. Was hast du jetzt wieder? Ich mag mich gerade erinnern. Ich habe für die Escapes und für die Random Access haben wir mal ein D&D vorbereitet. Oder ich habe das Ja, vorbereitet. Und du hast dort innen eine Rolle gehabt. Weißt du, was du gewesen wärst? Ein nein. Priester, wegen Altlatinisch, weil jetzt habe ich gedacht, jetzt schaust du die alte Serie und kannst dann auch Altlatinisch. Ein Priester, der aber Astrophysik oder Astrolog war, der Sternenbilder erkannt hat.
Ja, ja. Und du wärst eigentlich so 'n Dreh und Angelpunkt gewesen in dieser Geschichte, wenn sie in die Kathedrale gegangen wäre, dass du gesagt hast, du wüsstest, wo's ein Buch gibt, wo sie dann weiterkommen und so. Einfach der Bruder Okay, Blackjack wärst du gewesen. der Bruder Blackjack. Ja. Und das Geile ist eben wegen Bruder Blackjack, du hättest sie eigentlich, herausgefordert zu so einem Spiel in dem Sinn. Eben Blackjack oder Okay. sonst irgendetwas. Ah, ja stimmt, das hat mal gesagt gehabt. Ich käme vielleicht auch vor. Genau, ja. Schade gsi sind's nicht in Haben die sie mich nicht Kille. gefunden. Ja. Ja. Habe ich meine Ruhe gehabt, bin ich froh. Ja, du hast, schön deine Sterne weiter beobachtet. Ja, genau. Es ist, aber eben, sonst ich habe eigentlich gar nicht viel geschaut. Ich habe nur Also, 2 Sachen geschaut. ja, Also, ich kann schon noch ein bisschen weitermachen, wenn es um also, das das geht. Einzige, was ich mir wirklich angetan habe, aber ich weiss nicht, wie fest dass ich soll drauf eingehen, es ein schwieriges Thema ist. Wir haben uns mal 'n Abend lang haben wir, also besser gesagt, die Freundin ist zu mir gekommen und hat gesagt: „Ja komm, wir schauen heute Abend etwas.“ Sie hätte Lust auf 'n Film Barbie. Und ja, Okay. ich habe mir dann gesagt, ein Kollege von mir hat gesagt: „Schau ihn, er ist unterhaltsam“ und so. Habe ich mir gedacht: „You know what? Give it a try.“ Weil Mhm. schlussendlich, egal was für Kritiken du lesest oder hörst oder siehst, schau's an und gib dir selber mal 'ne Idee. Äh, ich darf mir jetzt sagen, ich kann nichts mit dem Film anfangen. Ich bin am Schluss dort gehockt und habe mir müssen sagen, ich habe Oppenheimer besser begriffen wie der Barbie. Und es hat dort innen Szenen gehabt, wo ich für mich habe müssen sagen, ich finde das hure schwierig, wie das dort dargestellt ist. Hure schwierig. Okay. Aber weil je nachdem, das ist einfach mein Empfinden. Mhm. Ähm, Mhm. ich finde aber sonst die Idee von dem Film finde ich gut. Ich finde ihn eigentlich auch cool gemacht in dem Sinn, weißt, Kulissen und so. Äh, aber ich habe ihn noch nicht lustig gefunden, bis auf eine Szene, wo ich habe müssen sagen: „Ja, das wäre genau ich.“ Wo sie irgendwie, also die Szene kann ich schnell erzählen, wo sie irgendwie nachher ins Barbieland gehen und dann sagt die Tochter zu der Mutter: „Ja, und was machen wir mit dem Vater?“ Und dann sagt sie: „Ja, der das ist eh scheißegal.“ Und dann siehst du, wie er auf dem Sofa Wow. hockt mit dem Handy und irgendwie Kolumbianisch oder Spanisch lernt und dann irgend 'n Wort richtig sagt. Und dann macht's einfach nur so Ding und er einfach mega zufrieden auf seinem Sofa hockt, allein dort mit seinem Handy und einfach er hat einfach seinen Frieden und seine Ruhe. Und ich habe dort so müssen lachen, weil ich gedacht habe, ich wäre genau gleich, wenn sie jetzt nicht rum ist. Ja, dann halt. Ich habe mein So Pleasure. gut. Aber, So gut. ja, also, ich finde, für mich ist er definitiv nichts gewesen. Ich habe mir ihn angetan. Ja, genau. Mehr möchte ich nicht drauf eingehen, weil das ist, dann schwierigere Themen. Wo ich finde, das gehört nicht dahin. Ich habe ihn tatsächlich nicht geschaut bis jetzt. Ich habe irgendwie auch gar keine Lust oder Intention gehabt, den Ja. zu schauen. Ich habe den Trailer gesehen und habe gedacht: „Ja, okay, ja, Mhm. Barbie-Film.“ Ähm, ja, wie du sagst, eben, man hat gehört, die haben dann sagen: „Ja, ist mega gut, schau ihn unbedingt, die Mhm. Message und so, die er rausbringt.“ Ja, ich werde ihn wahrscheinlich, wenn es mir irgendwann mal so richtig heftig zu langweilig ist, werde ich mir den sehr wahrscheinlich reinziehen. Aber ja, ich weiß auch nicht, der interessiert mich irgendwie auch nicht und Ja, dann kann ich den nicht einfach so schauen. Das ist ja, eben, wenn eigentlich zu der Zeit, wo Oppenheimer und Barbie rausgekommen ist, wie haben sie geheissen gehabt? Barbenheimer oder so? Barbenheimer, ja. Und ich musste sagen: „Ja, irgendetwas muss ja schon gut sein an diesem Film.“ Eben, Ja, es hat wirklich mega gute Messages drin, die ich auch völlig unterstütze, aber es hat auch teils Szenen drin, wo ich einfach sage: „Ah!“ okay. Ja, ja, genau. Ich habe mir Tetris reingezogen, diesen Monat. Uh, stimmt. Wenn ihr vielleicht fragt, warum es da irgendjemand rumkritzelt, ich habe ein Büchlein, wo ich mir den Shit aufschreibe. Und ich brav am Notizen machen. Ja, da.
Ich habe mir tatsächlich ich hatte den schon lange rumgehabt, dachte: «Ah, irgendwann schaust du.» Und jetzt habe ich mal angefangen zu schauen. Also, was heisst angefangen zu schauen? Ich habe ihn mal geschaut Mhm. und ich bin tatsächlich recht positiv überrascht gewesen, weil er ist nicht ich habe die Geschichte von Tetris ein bisschen gekannt. Ich weiß nicht, ob Mhm. sie du kennst, weil es so ein bisschen abgelaufen ist, so plus minus. Tatsächlich nur so ansatzweise durch Trailer von Film Tetris. Ah, okay, gut. Genau. Ähm, aber dass ich da fast in ja, wie willst du sagen? In 'n kalten Krieg, Drama, Thriller reingehauen, hätte ich nicht erwartet. Also, es tönt jetzt schlimmer, als es ist, aber es ist mega interessant. Also, wer sich für Tetris interessiert und auch so ein bisschen halt die Jahre dort, wo das halt passiert ist, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, wir wissen alle, was da ein bisschen abgegangen ist. Sowjetunion, Amerika, respektive ganze Rest von der Welt, ein bisschen der Clinch, wo ja, ich vertraue dem nicht und ich vertraue dem auch nicht, weil ja, wir sind jetzt einfach so, Kommunismus, Kapitalismus, weiß ich was und alles. Es ist, also, ich bin, ich merke jetzt, ich rede kreuz und quer, ich bin richtig positiv überrascht gewesen von dem Film. Ich bin auch, ich finde auch die schauspielerische Leistung, so wie der Aaron Tagerton oder wenn man dem sagt, genau, ich kann dem seinen Namen nie richtig aussprechen. Das ist doch der von Kingsman Kingsman jetzt, habe ich oder gesagt. Elton John hat er auch gespielt. Ich finde ihn ein mega guter Schauspieler einfach auch. Kingsman, aber ich habe es so geil gefunden. Das ist etwas vom Geilsten, was seit den letzten 10 Jahren rausgekommen ist. Gerade aufgeschrieben, Kingsman. Muss ich auch noch schauen. Ah, aber alles, auch die Serie. Es gibt eine Serie. Oder gibt es jetzt noch keine? Also Ist ich habe gewusst, nicht ich habe gesehen, rausgekommen? es gibt 3 Filme. Es gibt 2, die relativ Ah, neuer stimmt. Nein, sind. ja, es gibt. Ja, ja. Da gibt es noch eigentlich, wie sie entstanden sind. So in dem Stil. Mit dem Voldemort. Ich habe dem seinen Namen noch nie. Ja, es gibt ja den ersten. Mhm. Oh, es gibt Serie. Warte mal, bin ich jetzt. Ah, Eine oder das Serie? kann sein, dass es eine gibt jetzt dann. Irgendwie sowas ist mir auch im Kopf rumgeschwirrt. Also es gibt ja die 3 Filme. Kingsman, dann Kingsman The Golden Circle und The Kingsman, wo die Entstehungsgeschichte Genau. zeigt. Mit dem Aber Ray ah Fiennes. nein, sorry, ich habe es jetzt verwechselt. Ich habe es mit der Entstehungsserie von Dings vom Continental, John Wick und so verwechselt. Aha, ja. Ja, Dort muss ich den also das hat 4. Teil durcheinander auch mal gebracht. schauen. Holy crap. Ja, Die und Liste wird unbedingt die immer Serie länger. auch. Äh, Die Continental-Serie. ja, Sehr zu empfehlen, wer sich für das John Wick-Universum interessiert, by the way. John Wick. Ähm, und dann ein Film habe ich noch geschaut. Mache jetzt einfach mal so weiter. Ja, mach Ähm, nur. ich sage mal, was ich als Notiz dazu geschrieben habe. Irgendwie komisch, den Film zu schauen, wenn man weiß, dass das dortige Universum eingestampft und neu gestartet werden soll. DC. Ich habe mir Aquaman Lost Kingdom reingezogen, den letzten Film. An und für sich okay. Sie haben die Geschichte halt weitergeführt, wie sie im ersten Aquaman-Film gestartet ist. Ich weiß nicht, wie ihr alle die noch kennt. Das ist ja der Bösewicht, der Manta, der mit den riesigen roten Augen, der Helm. Oh, oh, einfach eine Frage. Hat er die gleiche Rüstung an wie im ersten Teil? Weil, sorry, ich habe den so geil gefunden, die hure Rüstung. Ich finde die so. Ich weiß nicht, ich finde die einfach insane.
Du meinst die, wo jeder denkt: „SpongeBob?“ Ja, richtig, genau. Ja, Aber ich finde die geil. ja, er hat Der genau die an. Mantarochen. Es Oh, es nice. sieht so richtig geil aus. Also Aber eigentlich, ja, ja. es ist ich habe es ein bisschen verglichen mit Flash, mit dem letzten Flash-Film. Ich habe den letzten Flash-Film gut gefunden. Über CGI können wir diskutieren, respektive nicht, weil das ist einfach ja, also das ist Star Wars vor 60 Jahren besser gewesen. Ähm, So Mensch, ja, Avatar, der Herr der Elemente, schwemmt dann einfach so weg mit seinem CGI. ja, absolut. Also, das Aquaman CGI ist besser gewesen, aber es ist auch dort, also du merkst einfach, ich weiß nicht, ob sie sich einfach keine Mühe mehr haben wollen geben oder so, aber andererseits, Aquaman ist ja schon in der Post-Production und alles gewesen, oder fast fertig Mhm. gewesen, glaube ich, wo sie entschieden haben, hey, wir stampfen das Universum ein und fangen neu an. Schon wieder. Fun Fact, ja, Also, noch schnell mal. Für die, die es nicht kennen. Wir haben jetzt angefangen hat so mit dem Batman. Damals Batman Begins. ja, Mit Christopher Nolan. Die Trilogie, über die diskutiert man nicht. Das sind einfach Greme. Hebt eure Fresse. Entschuldigung. gehört aber glaube ich nicht zum gleichen im Fall. Nein, gehören eben nicht dazu. Also ich finde die super. Dann hat es nachher die ganze DC-Geschichte gegeben, wo es geheißen hat, oh, Marvel macht ihren Scheiß, wir machen unseren DC-Scheiß. Äh, wo dann das Stück war, der Batman, ist der Ben Affleck, der Superman, der Henry Cavill und so weiter. Das war dann die Seite. Gewesen. Nachher, ich glaube, Aquaman ist jetzt momentan glaub, so das Letzte, was man dort jetzt gesehen hat. Aber Mhm, vorher ist schon Flash gekommen. mhm, Dann hat man von dort her dann nochmal den Batman gemacht mit dem Christoph, nicht mit dem Chris Pratt, wie heißt der andere? Der von Twilight. der Robert Pattinson, so, Robert ja. Pattinson, und ich muss sagen, das ist einer der geilsten Batman, die ich seit langem gesehen habe. Der hat aber auch nicht mehr dazu gehört. Nein, das war eben auch schon wieder das, gewesen, wo man ja nachher dann darüber diskutiert hat, dass der Joker, der von Joaquin Phoenix gespielt worden ist, tut mir leid, wenn ich den Namen falsch ausspreche, äh, wo man nachher dann gesagt hat, dass das ein Universum gäbe, wo ich mir könnte bis zu einem gewissen Grad vorstellen. Und jetzt macht man schon wieder ein neues. Finde ich schwierig. Ja, also es hat halt auch viel damit zu tun, dass gewisse Leute halt gegangen und gegangen worden sind. Also ich meine, bei DC, vor allem in dieser Sparte, sind ja einige Leute gegangen worden, die zu sagen hatten halt. Und dementsprechend hat es halt geheißen, ja, schön sind ihr da gewesen. Wir beenden das, was ihr angefangen habt. Wir starten das komplett neu. Ist an und für sich, ich meine, DC hat Man of Steel, das ist einfach meine persönliche Meinung, Man of Steel übertrumpft einfach immer noch alles, was Marvel und der Rest gesprungen hat, bis auf Endgame. Das ist aber meine persönliche Meinung und ich weiß, ich stehe da ziemlich allein, aber ich bin seit ich ein kleiner Bub bin Superman-Fan. Das ist der Superheld überhaupt. Es kommt nichts an ihn an. Und der Henry Cavill und unter der Regie von Zack Snyder, das ist so ein fucking geiler Film gewesen, mit der Filmmusik, Bildgewalt und alles. Das ist so gut gewesen. Da kommt wirklich meiner Meinung nach nur Endgame noch drüber. Ich kann dir das im Fall nicht mal sagen. Ich habe Endgame nie gesehen. Ich habe Civil War nie gesehen. Mir ist das mit der Zeit einfach zu viel geworden und zu dumm. Die ganzen Okay, Superheldenfilme. liebe Also, Leute, wir haben jetzt eine Stunde Podcast aufgenommen. nein, ich bin einfach zu übersättigt gewesen, wo dann nachher dann hat's geheißen, hey, du musst Iron Man schauen. Dort hast du 3 Filme. Du hast Thor, hast jetzt, glaube fast 4 Filme. Ja.
Ja, es ist viel, ich weiß, Es ja. eben das, und nachher hast du da etwas bekommen, hast da eine Serie bekommen und alles hat irgendwie zusammen verknüpft. Und irgendwie habe ich mir müssen sagen: „Ja, okay, ich bin noch ein Zocker, ich mache noch D&D, zwischendurch brauche ich auch noch ein bisschen frische Luft.“ Ja, ich gehöre zu denen, obwohl ich eigentlich vor dem Keller sitze. Und, irgendwann hat's halt nicht mehr gelangt und eben Also, ich kann dir sagen, du hast jetzt eine Ferie, hast du gesagt. ja, Wenn du mit Captain America: The First Avenger anfängst, wenn du's mhm. chronologisch schauen willst, bis ich habe jetzt da zwar auch drinnen noch Spider-Man: No Way Home, brauchst 54 Stunden, Boah. alles zu schauen. Es sind fünf es sind 25 Titel, wo da drinnen vorkommen. Es ist viel. Es hat halt auch was hat's, 2, respektive fast 3 Captain America, 3 Iron Man, Ant-Man, Black Panther, Black Widow, Doctor Strange, Spider-Man hat ja irgend etwa 3, dann die Avengers haben, glaube ich, etwa 4 mittlerweile. Ja, aber das ist doch halt eben das, irgendwie, Ey, die Hälfte von diesen Superhelden interessieren mich halt einfach null. Es tut mir leid. verstehe ich, Black ja. Panther interessiert mich ein Fürchten. Das ist einfach ein Was? Das ist tatsächlich einer der interessantesten. nein, ah, äh. Einfach nur schon, weil es ein Zivilisation ist, also Zivilisation, ein Land ist, das sich nicht zeigt, wo keiner weiß, was dort abgeht. Alle denken, das ist irgendwie im afrikanischen Hinterland, das ist irgendein Stamm, aber du bist das höher entwickelt als alles andere, was es gibt. Und also, Das habe ich bei Aquaman gesehen. Atlantis, wow! Nein, ich weiß ja, schon. Nein, es ja, ist halt, ich mag mich halt einfach für die Helden. ja, Bin jetzt verstehe, ist halt, Geschmackssache auch. ja. Äh, sorry, ich bin jetzt eher so der Mensch, der sagt: «Hey, yo, Avatar, Herr der Elemente», bin ich voll drin, voll dabei. Mhm. Äh, eben, ich würde auch 'ne separate Geschichte schauen über 'n Zuko oder sonst irgendetwas. Einfach solange es in einem Rahmen drin bleibt, weil, sorry, eben, Marvel sprengt für mich einfach das komplette, ja. Das ist jetzt halt auch ein bisschen der Untergang gewesen von dem Ganzen, aber auch, Ja, habe ich das Gefühl. Weil du siehst, also es ist ja jetzt Madame Web rausgekommen, glaube letzte oder vorletzte Woche oder so, und der wird ja mhm. anscheinend auch recht zerrissen, habe ich gelesen. Tatsächlich ja. Ich habe ein paar, also, ich schaue immer wieder ein bisschen Rezensionen von einem oder 2. Vor allem einem, den ich, momentan sehr gerne schaue. Hat er wirklich Filme zerrissen. Da, wo er wirklich so, äh, wie zum Beispiel, wie heisst der? «My Room», wo du den Dings hast, den Clip. «Oh, hi Mark». Mhm. Da hat er so 'ne relativ lange Zerriss so 'n langes Zerrissvideo gemacht, oder auch Dragon Ball Evolution, den Film, was es nicht gibt. Und hat dann nachher selber 'n Film gemacht jetzt, und jetzt steht er vor der Kamera hin und sagt, er macht das nicht mehr, weil jetzt hat er mal hinter die Kulissen gesehen und gesehen, was eigentlich alles so auf dich zukommt, wenn du einen Film machst. Und er hat jetzt zum Beispiel kein grosses Studio hintendran, darum macht er das nicht mehr. Aber er tut gewisse Punkte rauspicken, wo er sagt: «Hey, da müssen wir hure aufpassen.» Und Madame Web ist scheinbar 'n hure Werbeschleuder, Mhm. weil Anscheinend, du, ja. gewisse Logos drin hast, mehrere Mal, mega gross, und es wird eigentlich mehr wie 'n Werbefilm Ja. präsentiert, wie dass es 'n Film ist. Ich Also, werde das mir das ist, sicher mal reinziehen, einfach so ja. zum überhaupt gesehen haben und auch wirklich können etwas sagen darüber vielleicht, aber ja. Aber du hast doch ein Kino, 'n Kollege, der ein Kino hat. Könnte Hä? man da nicht mal Nein. so 'ne, nein, oder einfach einer, der so Also Filmtage macht? wir haben ein bisschen Kontakt zu, also, ich habe einen Okay, Kollegen, der in einem Entschuldigung. Kino arbeitet jetzt, ja. Könnte man dort nicht mal so 'ne Marvel-Woche machen, wo man nachher dann einfach
eine Marvel-Woche, ja, 54 Stunden. Hä? Ich meine, wir haben Herr der Ringe durchgeschaut, wir haben John Wick durchgeschaut letztes Jahr noch. Ja, 54 Stunden bräuchten wir halt schon ein bisschen mehr Ja, das. draus. Hä? Ja, ich glaube schon. Aber an und für sich, also wir haben eigentlich schon viel früher, wir haben schon ein Jahr vorher wieder so etwas wollen machen, aber irgendwie ist es dann einfach nicht zustande gekommen. Wir haben auch wirklich lange nicht gewusst, was wir schauen wollen, aber für so Vorschläge sind wir immer offen. Ja. Nein, ich meine, du kannst ja auch Thementage machen. Eben zum Beispiel eines machst du Thor und Iron Man und eines machst du Guardians Mhm. of the Galaxy und schon Ich glaube, irgendetwas. aber er ist jetzt auch noch nicht so lange dort dabei. Er ist ein bisschen verantwortlich, glaube für den Film-Einkauf, also Ja, ein bisschen, was wird abgespielt und so. ja. Und ich glaube, er hat mir auch schon mal gesagt, ja, er hat sich eigentlich auch schon überlegt, so Vorschläge mal zu bringen oder so, aber dass man irgendwie so mal ein bisschen Thementag macht oder so eine Mhm. Themenwoche, wo man sagt, hey, oder ein Themenmonat, wir lassen jede Woche einen anderen Marvel-Film ab oder Ja, irgendwie so etwas. Ja, aber es ist, jetzt, wenn wir das Marvel nennen, ist es halt ein bisschen schwierig, finde ich, weil einfach, du hast 54 Stunden an Film, ja, das ist 25 kaputt. Filme. Welche zeigst du jetzt? Ja, welche zeigst du jetzt, ja. Nein, aber eben, wo sind wir eigentlich gewesen? Ich habe irgendwie auf Ah, Aquaman und dann sind wir ja abgeschweift genau, und Aquaman. Ja, apropos komisch CGI, eins habe ich noch, das muss ich noch schnell bringen. Ist zwar wieder eine Serie. Ich habe The Ark geschaut. The Ark. Ähm, ja. Ich habe die Serie nicht gekannt, bis mir das ein Kollege vorgeschlagen hat. Mhm. Jetzt muss ich schnell schauen, was er geschrieben hat. Das nimmt mich jetzt eigentlich gerade Wunder, weil ich habe sie jetzt durchgeschaut. Ich habe sie tatsächlich auch durchgesucht. Es ist eine Sci-Fi-Serie, ist auch auf dem Channel Sci-Fi zu finden. Ähm, wie soll ich sagen? Es ist eine an und für sich interessante Geschichte. Es geht darum, die Erde ist kaputt. Also wir haben eigentlich so weitergemacht, wenn wir jetzt gerade weitermachen. Sie ist kaputt. Äh, Es sind Archen gestartet worden, also Raumschiffe, ähm, wo sich auf den Weg begeben zu Mhm. anderen Planeten. Das Konzept, also der Anfang hat man wahrscheinlich schon 20 Mal gesehen. Ja, die Arche, irgendwie, alle sind im Tiefschlaf, es passiert irgendetwas, die Leute wachen auf, Hunderte sterben, gewisse überleben und Und am Schluss kommt der Wally und kommt alles Effe aufräumen. Nein, da war ich nicht. Roboter haben es tatsächlich keine, stimmt. Jetzt, wo du sagst, fällt Aber es mir das war, ein. also das wäre eigentlich noch der Titel für unser, Titel für unser Spotify jetzt. Also für unsere, entweder Demokratie verteilen oder der Wally kommt aufräumen. Ja, dann haben wir Demokratie. Der Wally hat Ja, zu ich wenig glaube schon. Ja, Sendeplatz gehabt jetzt hier. ja, das können wir ändern. Nein, Nein. aber es ist eine an und für sich interessante Geschichte, auch wenn man sie vielleicht schon ab und zu gehört hat, aber ein Arche, der auf dem Weg ist irgendwo hin. Ähm, CGI ist eigentlich gut und dann hat es wieder gewisse Szenen drin, wo man sagen, Kollege. Ist das so eine Oh, Low-Budget-Serie oder ist das so ich eine, wo. glaube es tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie viel Budget es die gehabt hat. Sind es so Greenscreen-Effekte, die du auf YouTube findest, wo ich einmal bei mir Nein, in nein, Twitch aber einbaue? du, du, du hast, du hast ein mega schön detailliert dargestelltes Raumschiff eigentlich, Mhm. aber dann, wenn sie zeigen, wie sich das Raumschiff bewegt und dreht, und dann musst du sagen, ja, Kollege, hä? Es sieht ja hure dumm aus. Ich weiß viel. Das ist immer so ein Punkt bei Filmen und Serien, vor allem was den Weltraum angeht. Ein Trugschluss ist ja, alle denken, ja, im Weltraum brauchst du immer Antrieb, damit du vorwärts kommst. Brauchst du nicht. Du brauchst einen Initialantrieb und dann schwebst du. Ja, es ist ja Egal eigentlich wie lang.
Ja, Du hast ausser es, glaube ich, verstanden. du kommst in ein Gravitationsfeld rein. Aber das Ja, ist ein anderes natürlich, Thema. absolut. Aber du treibst einfach, das haben sie zwar eigentlich gut dargestellt, Mhm. manchmal, aber einfach, es ist animiert, so hure komisch. Es macht manchmal einfach irgendwie keinen Sinn. Vielleicht ist es physikalisch absolut korrekt, aber es sieht einfach hure dumm aus. Also ich kann's nur so beschreiben, Entschuldigung. Es sieht einfach hure dumm aus manchmal, wo ich Ja, sage: „Ja, Kollege, also what the ich hell?" ich glaube, es gibt halt einfach Teile, du musst halt einfach irgendwie mit 'nem Scheiß anfangen. Ich meine, ja, aber wenn's irgendwie Trash ist, aber irgendwie musst du ja auch Geld verdienen. Funny thing, ich sehe grad, sie ist für 'ne zweite Season, äh, erweitert worden. Ja, dann ja. Ä Interessant, das äh, ist, aber du hast einen wichtigen Punkt genannt. Die Story ist ja, glaube ich, noch einigermaßen okay. die Weil die Story ist ja tatsächlich okay. Die Charaktere sind nicht so wirklich interessant. Es ist irgendwie, das ist, finde ich, ein bisschen schade. Es ist jeder in dem Gebiet, wo er etwas muss können, ist er ein Genie. Ich sage es mal so. also, er hat keine Entwicklungsmöglichkeiten in dem Sinn. Ja, vor allem die Hintergrundcharaktere, also nicht jetzt die Main Characters, die Background Characters sind absolute Katastrophen teilweise. Da musst du ehrlich sagen, hey, da haben sie einfach irgendwie Ich habe 'ne ChatGPT gesagt, Wassermelone hey, mitgebracht. hey, ich brauche einen, der für einen Arc unterwegs ist, wo dem schnell hilft, dort ein Schräubchen reinzudrehen. Super. Und dann muss ich sagen, ja, was? Okay. Ähm, ja, aber die Schauspieler sind auch sehr unbekannt. Also ich habe keinen von denen bisher irgendwo gesehen. Von dem her, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie ein bisschen Low Budget ist, aber ich weiß es tatsächlich nicht. Aber ja, wer Sci-Fi gern hat und gerne mal so etwas will, zum nebenbei schauen vielleicht und so. Gegen Schluss wird es tatsächlich besser. Ähm, ja, gebt euch das vielleicht mal. Also, ich, ich spreche jetzt da keine Empfehlung aus, ich sage es mal so. Keine Empfehlung, aber wer es wundernimmt, soll gerne mal gut reinschauen. Genau. Das ist etwa die Empfehlung, die ich würde geben von der letzten Pokémon Presents, die vorgestern rausgekommen ist. Für die Was ist das? äh, Pokémon hat ein eigenes Format oder respektive eigentlich tun sie dort Sachen präsentieren, die nur für Pokémon ist. Ah, Und da haben sie letztens wenn ich es gerade wüsste, wie man das nennt, auf YouTube, so eine Premiere gehabt oder was auch immer, wo sie halt einfach die neuen Sachen von Pokémon präsentieren. Und ich bin ja jetzt momentan wieder dran, auf meinem Channel Pokémon zu spielen. Das Kolosseum, wo mir mega Spass macht. Ich mache da schnell Werbung für mich, können wir schauen. Hm. Wenn ihr gerade am Hören seid, könnt ihr am gleichen Montagabend, wie die Session rausgekommen ist, könnt ihr gerade schauen. Bei mir am 8. geht es weiter mit Pokémon Kolosseum. kannst du da Demokratie verteilen? Du nicht da Oh, jetzt ist er Demokratie? nicht mehr überlegen. Ich weiß gar nicht. Also, respektive, ich tue die Gerechtigkeit verteilen. Ja, Und ich tue Freiheit verteilen. Weil okay, Pokémon, dann. weil der Plot ist ja auf Pokémon Kolosseum, dass sie Pokémon gefangen haben, dann ein Herz verschlossen haben und du musst sie wieder befreien. Das ist eine Oh, Befreiungsaktion. ja, ja. Und tatsächlich eben Pokémon Presents für die, was einfach schnell interessiert. Es gibt nicht wirklich groß etwas Neues. Das Einzige, was angekündigt wurde, ist ein Pokémon Legenden Z. Das wird etwas Gleiches sein wie das Arceus oder Dragon Ball Z? Arceus. Ja, Ah, ne. äh, ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, wenn wir das so schnell ein bisschen anschneiden wollen. Ich habe mir eigentlich gewünscht, dass nach 20 Jahren, als Pokémon Colosseum rausgekommen ist, es sind wirklich 20 Jahre, dass es ein Remake mal gibt oder irgendetwas Neues. Aber nee, genau. Ja. Ja, Remakes, hä? Remakes, das ist immer ein So 'ne schwieriges Sache. Thema. Es gibt auch Sachen, die sind gut und auch Sachen, die sind eben nicht so gut.
Ich wünschte mir eigentlich von Assassin's Creed vom ersten endlich mal das Remake, aber Oh, das also, ey, ohne Scheiß von den ersten 2, ich würde das mega feiern, ich würde die mm, sogar kaufen und spielen. also bis und mit Black Flag dürfte ich jetzt mal gerne Remake, einfach jeden Teil. Ja. Ja, Ich würde das so feiern. Black Flag hat jetzt ein Remake bekommen, aber das nicht so 'n gutes. Wenn wir es noch schnell anschneiden, wir sind zwar schon 1,5 Stunden dran, aber Oh, für für schwieriges für Thema. für 4A Spieletitel würde ich sagen, nehmen wir uns noch schnell 5 Minuten, oder? Ja, also du meinst Skull and Bones, hä? Ja, richtig. Ja. Ich habe so viel gehört von diesem Spiel, von verschiedenen noch eben bei den Siedler-Talks und so. Der Blatch ist ja auch ein mega Fan davon. Das ist auch ein Twitch-Streamer. Und ich habe das bei dir gesehen, ich habe das bei ihm gesehen, ich habe das bei anderen Streamern gesehen und ich habe mir müssen sagen, ist das alles? Mm. Sorry, das, es ist nichts. Du kannst bei Sea of Thieves kannst Besseres machen. Ist aber auch, also ja, den Vergleich kann man absolut anstellen und das sollte man auch anstellen, tatsächlich. Aber die beiden Games haben ein bisschen verschiedene Ziele, glaube ich. Also, so wie ich es mal gehört habe, ist es ein Schiff-Simulationsspiel und es Mm, ist nicht ein, ein Piratenspiel, sprich eben etwas wie Assassin's Creed Black Flag. mm. Wo ich mir aber muss sagen, du hast ja dort hättest ja du, glaube die Grundbausteine gehabt, für zum das Spiel zu machen. Sie hätten, also mit Black Flag haben sie so eine gute Vorlage gehabt eigentlich. Und ich mag mich erinnern, ich habe Skull and Bones, wo man das erste Mal hat können spielen an der Gamescom, habe ich es gespielt gehabt, du. Das ist vor 6 Jahren gewesen, ich glaube 2018 Mhm, oder 2017, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, haben wir es gespielt gehabt und es hat richtig Spaß gemacht. Wir sind auch dort, haben wir es in der Gruppe können spielen gegeneinander und so damals mehr. Du hast halt wirklich PvP gewesen, also du mhm. hast gegeneinander gespielt, was heute eigentlich gar nicht mehr hast. Also es gibt glaube ich PvP-Part. Ist jetzt aber auch nichts Schlechtes, finde ich, weißt? Also Mhm. durch das, dass du eigentlich kein erzwungenes, das hat mich an Sea of Thieves immer gestört, du hast ein erzwungenes PvP. Ja, das stimmt. Du hast nicht einfach mal können gechillt 1, 2 Stündchen am Abend für dich ein bisschen rumschippern. Du hast immer müssen mit der Angst, bös gesagt, Angst leben, dass dir einer einfach das ganze Game kommt versauen jetzt wieder. Und Ja. das ist leider heutzutage sehr oft so, dass es halt einfach Leute gibt, die einfach mit der Intention in das Spiel reingehen, so, jetzt kann ich einfach die anderen Spieler töten, nerven. Sage ich zwar nicht gern, aber ja, nerven kann man sagen. Ja, go trollen halt. Das ist ja das Gleiche, wie sie Ja, bei Helldivers machen. Also respektive, weil sie eben das Spielprinzip nicht begreifen, dass das PvE ist und sich nachher dann sagen, ja. hey, wir gehen die anderen Leute zerfetzen, damit wir den Loot können haben, obwohl eigentlich Ja. alles allen gehört in diesem Spiel. Ja, aber das ist dort ist es bei Helldivers ist einfach Dummheit und bei diesem ist es einfach ja, ist es auch Dummheit, aber Dummheit im Sinn von: „Ja, ich wollte eigentlich nur ein bisschen die anderen stören und nerven und ein bisschen PvP betreiben.“ Hey, soll jeder PvP machen, habe ich eigentlich Ja, grundsätzlich nichts dagegen. Aber dann ist es halt einfach ein Spiel, das ich nicht spiele, wenn es erzwungen ist, weil es jetzt halt bei Sea of Thieves ist. Darum, ich verstehe jeden, der sagt, Skull and Bones, finde ich nicht gut. Geschmackssache. Ich finde es tatsächlich gut. Es ist nicht, also, man hat es von dem Meme etwa 2, 3 Wochen jetzt gelesen, das Quadruple Game ist es nicht. ja, Und meiner Meinung nach tatsächlich auch zu teuer für das, was es kann bis jetzt. Ähm, Es ist jetzt anfangs die Woche ist die erste Season gestartet. Sie machen ja so, auch von der Story her, so mhm, Seasons. Die Season ist jetzt gestartet. Es ist ja so wie ein Ingame-Event auch. Es ist ein Bösewicht auftaucht und da findet man jetzt auch auf der ganzen Map eigentlich so seine Schergen und so. Man kann auch, wie ich zum Beispiel,
das einfach nicht durchlesen und dann voll auf den Sack bekommen, weil man nicht gewusst hat, was eigentlich jetzt abgeht. Ja, ich habe so 'n Schiff gekillt von einem von denen, habe dann irgendwie den Kopf gelootet vom Kapitän anscheinend. Bravo. Das ist, Ja, habe ich gedacht: «Ah, geil, ja, jetzt habe ich, glaube das Quest-Item, das ich brauche.» Das aber dann gestanden ist: «Hey, wenn du das lootest, hast du einfach es kommen einfach alle hinter dir nachher von diesen Viechern. Also, es spawnen dann Leute, also du bist einfach auf der Fahndungsliste von dem Gegner bist du einfach auf Platz 1 und ich so plötzlich: »Alter, wieso sind jetzt da so viele? Ich komme gar nicht mehr heim. Was ist los?« Bin voll im kills, Chaos innen versunken. kill someone with no consequences. Ja, nein, ey. Aber Aber das ist ja eben, geil eigentlich. Das, weißt du, so etwas finde ich ja cool. ja, Habe ich überhaupt nicht darum, ich dagegen. sage, es ist ein Spiel, das nicht für jeden ist. Ich finde es Ja, cool. Ich kann vor allem, weil du halt einfach am Abend mal schnell 'ne Stunde kannst rein, ein bisschen ja. rumschippern. Du kannst ein bisschen rumballern, wenn du willst. Du kannst deine Missionen machen, ein bisschen schmuggeln. Du kannst die Story weitermachen. Ohne dass du immer musst Angst haben, dass irgendein Spieler kommt und dir wieder alles versaut. Ja, aber weißt du, mir hat das halt einfach, ich habe es halt einfach nicht begriffen, wo der eine kommt und sagt, es ist ein fucking 4A-Spiel. Und Ja, man dann muss sagen, jo, hast du schon mal geschaut, dass du nicht ablieferst? ja, das ist, Das, das ist das Gleiche, wie wir beide würden sagen, wir haben den besten Twitch-Content. Den haben wir ja eigentlich auch, aber wir geben nicht damit an. aha, okay, gut. Ich hätte schon wollen sagen, du willst jetzt uns wieder schlechter machen, als wir sind. Hey, hallo? Nein, nein. Also wir müssen ein bisschen mein eigenes Ego pushen. Ah, Nein, okay. aber grundsätzlich ist es wirklich so, es ist schade, dass das ist halt eben das, wo ich sage, das hast du momentan eben extrem. Mhm. Die grossen Spieleentwickler, eben so AAA, Quadruple oder Quadranten A, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Entschuldigung. Die haben halt einfach eine mega Meinung von ihren Spielen, wo dass sie einfach mal sagen, du schau, ja, es ist mal nicht so gut rausgekommen. Und dann hast du nachher dann Spiele, wo so, eben, ich glaube, Helldivers ist, glaube ich, Double A gewesen. Oder Keine wenn Ahnung. überhaupt. Ja, Also, ich habe es mal könnte man vernommen, vielleicht dass so, es ja. Double A ist und nachher dann einfach einen mega Erfolg hat. Und sie wissen nicht mal warum. Das ist ja das Geilere. Und Ja. ja, ich wünsche mir von so vielen Spieleentwicklern, dass sie sich vielleicht mal wieder ein bisschen äh, An der wieder mal Nase nehmen. an der Nase nehmen und eigentlich mal darüber überlegen, was wollen sie eigentlich. Ja. Ja, ist absolut so. Helldivers 2 hat genau gewusst, was sie wollen. Sie wollen ein Spiel kreieren, wo die Leute Spass haben, wo es völlig übertrieben ist. Das vierte hoch. Und nicht PvP, einfach zusammen Spass haben. Mhm. Eben und ja. Enshrouded auch. Da Open World, geht erforschen, geht bauen. Habt euch einen Fun. Fertig. Ich finde es immer noch schade, dass Enshrouded nicht der, ähm, wie willst du das sagen? Nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, wie es eigentlich verdient hat. Das Einfach, ist weil wahr. es halt im falschen Moment gekommen ist. Ja. Palworld ist so alles überragend gewesen, überall alle Themen, dass Enshrouded einfach und drunter gekommen ist, was das angeht. Ja. Das ist, ich will Palworld jetzt nicht schlecht machen, das ist Nein, überhaupt nicht. sicher ein absolut gut, geniales Game. Ist nichts für mich, aber der Erfolg gibt ihm recht, finde ich. Und dann kommt halt Enshrouded, was auch absolut ein schönes, unglaubliches, also die Baumöglichkeiten, holy Ja, shit. Und das kommt einfach irgendwie dann halt, ja, nicht die Aufmerksamkeit über, was es eigentlich verdient hat. genau. Ich hoffe, das kommt in einem Jahr dann, spätestens, wenn es dann aus dem Early Access rauskommen, aber ja. Ich glaube, das sind so. Was meinst du, werden das die Schlusswörter sein von unserem heutigen Tag? Oder hast du noch etwas? Ist das Schlusswort? Nein. Ich habe tatsächlich meine ganze Liste. Nein, etwas. Okay, für den Abschluss. Ich habe Fringe fertig geschaut. So, jetzt bin ich Wow. fertig. Bin endlich mal durch. Ich habe jetzt über 10 Jahre gebraucht, um die Serie mal komplett durchzuschauen und ich bin fertig. Okay, Nice. ich habe Nice. geschlossen. Bravo. Nein, ähm,
vielleicht noch zum Abschluss noch einmal, eben, wir haben es eigentlich im ersten Podcast haben wir es mal gesagt, wer wir überhaupt sind. Wir sind Blackjack und der Ullenbullen. Wir sind beides Twitch-Streamer. Eigentlich hätten wir das am Anfang sollen sagen, aber scheißegal. Ähm, wir tun streamen, wir sind eigentlich wöchentlich sicherlich 2 bis 3 Mal live. Ich zweimal, der Blackjack eigentlich immer. Nein, ich glaube etwa 3 Mal Nein, pro Woche. dreimal etwa. Ja. Aber wenn ihr mal wollt, ein bisschen reinschauen, was wir sonst so machen, geht auf Twitch und gebt die Ullenbullen oder Blackjack V8. Und es tut mir Oder, leid, dass ich jetzt gesagt habe, ich zuerst, eigentlich kommt der S am Schluss. Es tut mir leid. nein, alles gut. Oder ihr macht es nur einfacher, ihr geht auf brotkasten.ch, dort ist nämlich alles verlinkt, alle Podcast-Plattformen, wo unsere Podcasts drauf sind. Und auch die Links zu unseren Shenanigans, nenne ich es jetzt mal, zu unseren Sachen. Findet ihr alle dort. Also, das ist ganz Genau. einfach. Einfach brotkasten.ch. Und wenn ihr mal Ideen habt, so unter dem Motto, hey Jungs, schaut euch doch das mal an. Wir haben da etwas Cooles gefunden. Schickt uns das. Wir sind immer offen für neue Vorschläge. Eben, Schickt es Mullen, schickt es an mir, schickt es auf podcast.brotkasten.ch. Schreibe jetzt hier im Spotify, gibt es ja, glaube ich, da die Frage-Antworten-Dings irgendwie. Wenn ihr irgendwie Feedback habt, wenn wir scheiß Audio haben, sagt uns das. Wenn ihr unsere Gesichter wollt sehen, sagt uns das. Wenn ihr unsere Gesichter lieber doch nicht wollt sehen, sagt uns das auch. Also im Moment sehen wir es ja nicht. ja. Aber ja, Und ich würde sagen, wir tun weiterhin Demokratie verteilen. absolut. Und ich will Bugs zerstören. Ich Richtig. glaube, sie haben wieder einen Planet übernommen. Habe ich Eins gehört. wieder. Oder die Automatos, ich weiß nicht. Wir Aber haben der gestern Schule. Haben wir den Planet übernommen? Haben wir es wir, geschafft? wir haben Feld haben wir gestern übernommen, du kommst noch 45 Oh, Medaillen über, Mann. yes! Und was ist mit Malevelon Krieg passiert? Oder wie der heißt? Ich glaube, da haben wir verloren. Ach, die Huren Terminators wieder. Ja, die gehen wir jetzt ein bisschen Katastrophe. terminaten. Ja, können wir jetzt killen. Ja. Gut, Hey, bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ade.